Plötzlich taucht ein riesiger Kopf auf. Dieser riesige Kopf gehört einem noch riesigeren Menschen. Zum Glück hat dieser Riesenriese Lubo und Lubina nicht erblickt. Er entfernt sich von ihnen und winkt die kleineren Riesen zu sich. Bei genauerem Hinsehen merken Lubo und Lubina, dass noch weitere Riesen, ebenfalls kleine Riesen herbeiwinken. Sobald alle diese Menschen in 6 verschiedenen Halbkreisen dastehen, begibt sich eine Gruppe nach der anderen in einer Kolonne hinter dem Riesenmenschen in das viereckige Gebäude und verschwindet. Lubo zählt und zählt und zählt. Wow, das sind ja mehr als 100 Menschen. Jetzt ist der Platz wieder leer und still. Als der ganze Spuk vorbei ist, will Lubo sofort die Umgebung erkunden. Lubina, kommst du mit in dieses Haus schauen, wo alle diese Menschen hin sind? Spinnst du? Erwidert Lubina. Da hineinzugehen, jetzt, wo das Haus voll von diesen großen Menschenwesen ist. Du hast ja schließlich selber gesehen, dass ein paar von ihnen sehr böse ausgeschaut haben. Wer weiß, was die mit uns machen, wenn sie uns erwischen. Außerdem müssen wir zuerst Lubolino finden. Die 2 klettern am Baumstamm hinunter. Hallo, Lubolino, wo bist du? Komm, alle sind weg, rufen die Zwillinge ihren kleinen Bruder. Vorsichtig steigt der aus dem UFO und mit einem Stein, der neben dem UFO liegt, kritzelt er ein paar Zeichen an die Betonröhre. Danach gesellt er sich zu seinen Geschwistern. Freudig umarmen sich die 3. Inzwischen haben sie großen Hunger und Durst. Von letzter Nacht wissen sie noch, dass die durchsichtige Flüssigkeit im Brunnen kühl und lecker ist. Gierig trinken sie. Aber was können sie hier auf der Erde essen? Auf dem Planeten Alterix ernähren sie sich vor allem von Blumensalat an einer kupferroten, süßen Honigsoße. Aber hier, sie versuchen es mit den grünen Blättern. Ja, sie sind essbar, aber nicht besonders fein. Der kleine Lubolino reißt ein paar Büschel Gras aus und stopft sie in den Mund. Sie sind etwas saftiger als die trockenen Blätter. Immerhin haben die 3 Alterixer jetzt etwas im Magen. Hey, schaut da! Diese lustigen Häuser, die sind nicht viel größer als unsere auf Alterix. Und sie sind auch nicht eckig wie das große Haus, allerdings auch nicht rund. Und sie stehen auf so kreisrunden Platten. Man kann sogar unter ihnen durchgehen, sagt Lubo. Und Lubolino, der tut das natürlich sofort. Plötzlich vernehmen sie erneut einen Lärm, einen schrillen Alarm. Da muss etwas passiert sein. Schnell rennen sie zu ihrem Baumversteck zurück. Dieses Mal machen Lubo und Lubina für Lubolino eine Räuberleiter, damit auch er sich oben im Baum zwischen den grünen Blättern verstecken kann. Kaum sind alle 3 oben, kommen die ersten schreienden Menschen aus dem großen Haus gerannt. Das Versteck der 3 Alterixer ist ausgerechnet der Lieblingsbaum von ein paar Jungs. Deshalb geht es nicht lange und die 3 grünen Wesen werden entdeckt. Diese Menschenjungs packen die 3 Alterixer, holen sie vom Baum herunter und sofort kommen ganz viele andere Menschen herbei, staunen, rufen und beginnen an Lubo, Lubina und Lubolino herumzureißen. Die 3 bewegen sich nicht mehr. Zu allem Unglück kommt jetzt auch noch einer dieser Riesenmenschen herbeigeeilt. Es stellt sich allerdings heraus, dass dieser ganz nett ist.
Er nimmt Lubo, Lubina und Lubolino in seine Arme, beschützt sie und erklärt dem kleineren Riesen, dass diese Wesen sicher furchtbar Angst haben, wenn eine Horde Kinder auf sie zustürmt und an ihnen herumreißt. Gerade fühlen sich die drei wieder etwas sicherer. Da erleben sie den nächsten Schock. Einer hat das Raumschiff entdeckt und rennt damit eine ganze Runde auf dem Platz herum. Zum Glück schafft der Riesenmensch es, auch das Raumschiff an sich zu nehmen. Jetzt werden Lubo, Lubina und Lubolino ins Raumschiff hineingesetzt. Am liebsten würden sie sich sofort wieder nach Altrix zurückdenken, aber leider haben sie diese Fähigkeit ja verloren und den Bordcomputer können sie auch nicht mehr aktivieren und starten. Da hören sie erneut diesen schrillen Alarm. Jetzt bilden alle Menschen einen großen Kreis um das UFO. Die drei Altrixer hören, wie diese Menschen ihre Namen sagen. Das sind ja Lubo und Lubino und der kleine Lubolino. Von allen Seiten tönt es. Die drei können überhaupt nicht verstehen, warum diese Menschen ihre Namen kennen. Und dann ertönt ein Lied. Es handelt vom Dorf, wo Lubino und Lubo und Lubolino gelandet sind. Und vom Berg, der zu diesem Dorf gehört. Und vom Wasser, das vorbeifließt. Lubo, Lubina und Lubolino wissen nun inzwischen, dass die kleinen Riesen Kinder heißen. Die großen Riesen nennen sie Lehrerinnen. Das Dorf heißt Duliken, ihr Berg ist der Engelberg und das Wasser nennen sie Aare. Und schon geht das Abenteuer weiter. Lubo, Lubina und Lubolino gelangen in das eckige Gebäude. Sie sind doch tatsächlich in der Erdenschule gelandet.